Nadja hat das Video abgeladen. Die Nachrichten kommen mir auf Insta über mit einem Kotz-Emoji und so einer, ich sage jetzt nicht, was das für ein Emoji ist. Schon vorweg kann ich sagen, das wird ein wildes Video, vor allem mit den Kommentaren, die sie bekommen. Ich werde mich wahrscheinlich aufregen von den DMs, die sie bekommen. Also, zuerst einmal natürlich der obligatorische Blick in die Kommentare. Ich habe gehört, der Schweizer Reaktionsboss ist wieder rum. Dominik. Da hast du recht gegeben. Let's go mit dem Video. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir kannst du wieder mal ein Video machen? Nein, danke. Wieder mal ein Chat vorlesen von werten Typen, die uns auf Insta schreiben. Yay. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mal wieder da mit der guten alten Mara. Wir machen heute mal ein gutes, bekanntes, altes... nice Insta-DMs zeigen. Ich bin mal gespannt, auf was für DMs sie bekommen, aber ich mache die Reaction so. Wir kommen ab und zu wieder mal so ein paar DMs über, die irgendwie einfach weird sind und einfach nicht irgendwie, also... Nicht. Also doch schon nicht gemeint, wahrscheinlich. Nein, sie sind einfach Sie sind weird. ein Und ich kann so viel labern. So, dann machen wir einfach mit dem Video. Let's go! Nein, ist klar, ich sehe, aber ich habe keinen Bock zum zweimal machen. Ich auch nicht. Also es gibt so einen Dude, der hat mir auch schon in Livestreams komische Sachen geschrieben und hat auch in den DMs und ich habe nie geantwortet, aber es ist einfach immer mehr gekommen. Jetzt hat es halt zum Beispiel, mein Kühlschrank ist kaputt, kann ich meine Wurst bei dir reinstecken? Aber weißt du, vor allem, dass es so vermehrt so vorkommt, das finde ich nicht einmal, ich finde das wirklich nicht einmal witzig, dass Typen so Zeugs schreiben. Also jeder und jeder, der von euch da draussen das schreibt, okay, wenn ihr das nicht geschrieben habt, aus Witz oder so, okay, aber ey, schreibt das wirklich nicht die ganze Zeit irgendwelche Frauen oder so. Also ich hätte das Gefühl, das kommt irgendwie gut an. Es ist scheiße, da so etwas zu schreiben in der Frau. Hashtag Männerwelten gefühlt, kann ich da nur sagen. Geil! Und nachher auf den nächsten, ich habe so eine Story beantwortet, ich mache mal so Fragen, sorry, weil, keine Ahnung. Yeah. Dann habe ich frage sie, hast du Hunger? Und nachher er so, ich kann dir noch... Ist aber logisch, dass Typen so etwas schreiben, wenn man weiss, dass sie ein Video daraus macht. Ja, okay, das fühle ich schon. Das stimmt schon, wenn sie Videos über solche Themen macht, beziehungsweise so explizit Videos darüber macht, über ihre DMs, dann glaube ich wirklich, dass es eben noch dazu beiträgt, dass natürlich mehr Leute oder mehr solche Typen das Gefühl haben, auf witzig oder so etwas zu schreiben, dass sie einfach ins Video reinkommen. Einfach nur wegen dessen. Das stimmt natürlich schon. Das tut das natürlich auch befördern. Also, aber Nadja hat da gestern auf Instagram noch ein Statement rausgelassen, dass du nicht den einen gerade etwas dazu sagen am Ende des Videos. Wurst gegeben, also hat mir zweimal seine Wurst angeboten. Geil! Ich habe natürlich ja gesagt, freue mich. Falls du das Video nicht siehst, peace. Verzichten. Ich wünsche, dass meine Zunge tief in deinen Arsch geht. Nice, das Deutsch vor allem. Ja, eben in deinen Arsch. Nein, aber jetzt mal Real Talk. Also... Es tut mir verdammt leid für Leute, Aber- die das nicht machen. Ja gut, wir kommen zum nächsten. Das sind so ein bisschen die guten Alten, die jeder glaub, schon mal bekommen hat. Also das meiste zumindest. Ich hatte irgendeine Story, man sieht gar nicht. Und dann so, ich bin gerade auf dich und dann ein Bild. Nee, aber sättiger Scheissdreck. Bin gerade auf dich und dann das Bild dazu. Also wirklich, ganz ehrlich, da rege ich mich wirklich extrem auf bei diesen Wichsern. Also, ich muss mir vorstellen, es ist jemand her, dort, ja, klar, vielleicht sind sie irgendwie hure jung, 13 oder so, aber ich glaube nicht einmal nur. Dann ist dort so ein Typ dort und schreibt mir gerade auf dich und schreibt so einen Scheissdreck. Also ganz ehrlich, wie sollten sich da Frauen fühlen? Klar, okay, vielleicht verstanden ich manchmal Leute, die sagen, ja, manchmal provozieren es doch auch Frauen, wenn sie sich irgendwie nackt haben oder so zeigen auf Instagram. Vielleicht noch dann sagen, ja, okay, verstanden ich. Okay, verstanden, dass vielleicht solche noch geile Pisse am Start sind. Aber hier, ich meine, das Foto da ist jetzt nicht unbedingt so freizügig. Also, dass so etwas nicht so am... das hier, also, ne. Ich kann mir vorstellen, was für ein Bild. Wirklich. Aber ja, also das sind so ein bisschen Klassiker. Ich glaube, das hat jeder schon mal Aber jetzt mal bekommen. Real Talk. Es ist doch so krank, dass es einfach Männer gibt, die... Also, das eine ist das Machen, das andere ist dir das sagen Ja. und dann noch ein Bild schicken. Why? Ich weiß auch nicht, ich verstehe nicht, wieso, wo das die Männer machen. Ich verstehe nicht. Ich als Mann habe das Problem überhaupt nicht. Wenn ich ein Foto uploade auf Insta oder so, klar, ich mache vielleicht weniger, sagen wir mal, vielleicht freizügigere Sachen oder so.
Aber wegen dessen bekomme ich nie irgendeine solche Nachricht auf Insta über. Nie. Wirklich absolut gar nie. Sexy, hast du gerne Fußmassage? Ja, aber das ist scheiße hier, man sieht es nie richtig. Also hier unten steht auf jeden Fall, oh sexy, hast du gerne Fußmassage. Und nachher einfach so random, bist du Single? Den Dude haben wir schon im letzten Video gehabt, das weiss ich noch. Und ich habe wieder, auch in diesem Video ist er wieder dabei. Also ich glaube, er schaut sogar die Videos, hat man mal geschrieben. Oh, cringe. Mir hat er geschrieben, oh ja, ich würde dich heiraten und vernaschen. Ich komme nicht ganz raus bei dem. Der hat auch irgendwie einen mega krassen Fußfetisch. Ja, einfach die Leute, ich verstehe nicht, wieso wo die das Zeug explizit schreiben. Ja, ist komisch. Und Ja, vor er allem, hat wirklich Fußfetische und er schreibt halt auch so ein bisschen so. ja, nein, vor allem irgendwie so, er fragt mich zuerst, ob ich gerne Fußmassage habe und nachher, ob ich Single bin. Auf jeden Fall, der Ja, das ist einfach irgendwie ein bisschen komisch. Das ist irgendwie komisch, aber dass Leute Fußfetisch hier oder so, das gibt's halt. Also das gibt's halt da. Ja, voilà. Ja. hat mir nachher, dann irgendwann wieder später in einer Story, wo ich richtig eklig ausgesehen habe, mir geschrieben, wenn wir mal bumsen. Also, wieso tut man genau bis an eine hässliche Story das schreiben? Also, keine Ahnung. Schöne macht dich auch in deinen hässlichen Zustand. Ja, ich fühle mich geschmeichelt. Okay, der nächste, also zuerst hat er eigentlich voll geschrieben, so hey du, voll schöne Bilder hast du, schaust echt hübsch aus. Was? Hat sie gesehen? Das ist by the way nice. Lust. Hey, du, voll schöne Bilder hast du, schaust echt hübsch aus, Lust bisschen zu schreiben. Bisschen zu schreiben. Ich habe nicht geantwortet und dann hat er mir geschrieben, oder beides gleichzeitig. Fingern lecken oder... Oh. So nice Emojis hinten dran. Ist auf jeden Fall eine liebe Nachricht. Ja. Oh, das ist absolute Legende, Alter. Ich habe mir so eine Story gemacht. Also, ich glaube, er hat alles in Google-Übersetzung geschrieben. Oder ich kann nicht so gut Deutsch. Oder, keine Ahnung. Hallo junge Dame, ich bin Inder, komme auch aus Zürich, meine Deutsch nicht so gut, du sehr schöne junge Dame, meine Pipi Schlumpf machen plump plump bei dir, ho 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 ho, oh, plump plump. Du schicken mir Bilder von Like Us or Tits in der Jugendsprache, würde mich freuen, dann machen Pipi Schlumpf piu piu, hoffe du siehst das. Ich verstehe schon, dass das eventuell für den oder anderen da lustig ist, aber irgendwie finde ich es gleich, wahrscheinlich war es ein Typ, der ins Video hat kommen. Vielleicht, also ich wollte da nicht unterstellen und wissen was, aber eventuell war es ein Typ, der einfach ins Video hat kommen und irgendjemand hat im Chat geschrieben, ja, sie tut es ja damit verharmlosen. Ja, schon, natürlich ist das ein bisschen heikel, natürlich ist das Ganze ein bisschen heikel, da sitzen hier so in einem Video und dann so drüber zu lachen und drüber Witze zu machen. Das tut das Ganze vielleicht ein bisschen verharmlosen, weil das ist eigentlich für eine Nähe. Also, keine Ahnung, ich bin ja gar nicht betroffen davon. Ich finde das, wenn mir das jemand würde schreiben, ich würde einfach wegbannen, Digga. Kannst du mir am Arsch lecken, ganz ehrlich. Also, keine Ahnung, ich finde einfach, so etwas, das geht einfach nicht. Keine Ahnung, so etwas geht einfach nicht. Auch wenn die Leute mir supporten oder wissen nicht was, aber wenn irgendjemand so einen Scheissdreck schreibt, dann habe ich keinen Bock auf den oder die. Spiel geschickt. Piu, piu. Dann ist aber, also dem habe ich früher mal geantwortet, weil er wahrscheinlich etwas nicht geschrieben hat. Und nachher hat er geschrieben, wie ich darauf gehofft habe, dass deine Hose reissen. Mit nice Emojis, so nicht, es hat nicht sehr ironisch getönt. Oder es wirkt nicht sehr ironisch. Ich habe, glaube ich, nie darauf geantwortet. Ja. Jetzt kommt auch etwas. Der Dude hat mir zuerst mal ein Foto geschickt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es nachher dann angeschaut. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Nachher schreibt er, bist du Metzgerin? Könntest du mal meine Wurst befeuchten? Macht das Sinn? Tut ein Metzger eine Wurst befeuchten? Ja, keine Ahnung, was ein Metzger macht. Ich weiß es auch nicht, aber... Es ist nicht schlecht. Es ist ein guter Anmachspruch. Ja, ist wirklich... Aber ich meine, das muss krass sein, wie oft wo die, ja sagen wir mal, Influencerinnen, wie oft wo die Leute irgendwelche komischen Dickpics oder so bekommen. Also das ist wirklich unter aller Sau. In meiner Insta-Bio so unten geschrieben, so bitte kein Smalltalk, weil ich hasse so wie wie geht's so Zeug. Ja. Auf jeden Fall hat er mir nachher nur geschrieben, kein Smalltalk, nur Bilder und direkt das Pick hinten drin. Hey, aber wirklich, Ich meine, ich wieso? habe gecheckt, dass ich kein Smalltalk will, aber ich will eben ehrlich gesagt auch nicht Bilder austauschen mit dir. Nein, aber es gibt so viele Typen, die einfach Bilder schicken. Welche Frau will das einfach so random, wenn sie nicht danach fragt? Hey, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, denn ich will höflich bleiben. Also der ist schon mal höflich gewesen. Deine saftige Aprikose wäre sicher schon längst reif. Ich würde sie freiwillig mit meiner langen Gurke ernten. Es wäre doch schade, wenn sie vergammelt, oder? Keine Angst, ich kümmere mich darum wie ein Profi. Das ist wirklich einfach nur
widerlich, so ein Typ. Also das ist wirklich auch wenn es so ein Joke gemeint ist, das über eine Person zu schreiben, Schmutz. Also ich komme wirklich nicht, das nervt mich einfach nur. Es nervt mich einfach nur, solches Zeugs zu lesen. Solche Scheissdreck zu lesen hier, also wirklich ganz wild. Jetzt mal ehrlich, ich finde es eigentlich noch okay, wenn du mit deiner Freundin, die du schon lange zusammen bist, siehst, ja, ich schicke Kinder so ein Dickpick hin und her oder so. Okay, verstanden noch irgendetwas oder so, verstanden ich vielleicht noch, wenn das beide okay sind, das Vertrauen wirklich da ist, verstanden ich es vielleicht noch. Chat, wo das irgendjemand schreibt, nein, das habe ich nie gemacht. Ich habe auch nicht Bock auf so etwas. Ich finde das auch überhaupt nicht irgendwie anmachend oder irgendetwas oder so. Ich finde das irgendwie einfach, das sieht nie gut aus. Also, es sieht auch nicht gut aus. Es sieht doch nicht gut aus, das Bild von meinem Schwengel. Es sieht auch nicht gut aus. Also, es sieht wirklich, es ist einfach scheiße. Also ich finde es nicht nice, aber wenn das zwei Personen, die vertrauen, die zusammen sind miteinander, finde ich das okay. Aber in einer fremden Person einfach das schicken, ohne dass irgendjemand jemals danach gefragt hat, finde ich unterste Schublade und generell passt einfach auf mit solchen Bildern. Ihr wisst, wie das kann gefährlich sein, dass das irgendjemand screenshottet und zack, ist es in der ganzen Schuhe oder so. Passt wirklich auf mit dem Scheissdreck. Macht es geschieht einfach nicht. Es entgeht euch wirklich nichts. Es entgeht euch nichts. Wann und wo? Profi, vor allem mit ihr. Ja, er hat sich immerhin höflich ausgedrückt, also er ist da sehr gut erzogen. Und dann hat er weitergeschrieben, wann und wo. Und da habe ich nicht zurückgeschrieben, hallo, habe ich auch nicht zurückgeschrieben, weil keine Ahnung, ist auch weird gewesen. Dann schreibt er mir, am Samstag war das gewesen. Gut, dass du noch eine Weile gewartet hast. Meine Gurke ist nämlich in dieser Zeit schon über 1 Zentimeter gewachsen. Jetzt ist meine Gurke aber richtig reif. Los, komm schon, Nathalie. Ich weiss, dass du das willst. Wenn und wo. Einfach nur. Ich will nicht deine Gurke ernten. Ganz ehrlich. Aber ich finde es eben, ja, ich finde es wirklich nicht witzig. Get safe. Peace. Okay, also der Dude hat mir schon ein paar Mal so ein bisschen geschrieben, aber hat meistens nur so ein Kompliment gemacht. So Kompliment richtig hot statt hübsch, wenn man sich vorstellen kann, was ich damit meine. Ja. Dann so, wie geht's? Lass mal please tillen. Und ich so, nein, sorry. Und dann einfach so, toll. Weißt du, also, ich glaube, er will es haben mit mir. Dann habe ich geschrieben, ja. Hast du das Angebot auch genommen? Ja, ich habe es auch genommen. Ist nice, ja. Gut. Okay, das ist ja gerade lecker. Ja, aber das würde ich überhaupt nicht zurückschreiben. Einfach diesen Typen, wenn so etwas kommt, einfach blockieren. Und nicht irgendwie zurückschreiben. Ich habe zwar die Story gemacht, weil ich mich für 17k bedankt habe, nach das Bild von mir. Und er schreibt einfach, «Gisch mal ein Loch, du schöne Stute.» So, «Gisch mal ein Loch.» Stute auch noch falsch schreiben. Ich habe nie ein Problem, wenn Leute so Wörter so falsch schreiben. Der hat uns beide mal am 1. März geschrieben und hat uns beide wieder heute geschrieben. Ja. Und etwas gleich. So, «Hey, ich sehe echt süß aus. Darf ich dich mal was fragen? Was haltest du von 14 cm?» Auf jeden Fall, mir hat er am gleichen Tag, oder? Ja, wer hat 10 Minuten später. 10 Minuten später. Er hat mir auf jeden Fall geschrieben, «Hey Süßi, wie wär's mal mit stolzen 14 cm?» 3 Monate später hat er heute wieder geschrieben, «Na, bist du ein Feigling?» Zwei Sachen. Erstens, natürlich schmutzt der Typ. Und zweitens, wer hat schon mal seinen Schwengel gemessen? Hat ihr das gemacht? Ich habe noch nie gemessen. Wieso sollte man das messen? Ich ja. 1. Was? Hä? Chat. Jeder macht das. Safe. Jeder macht das. Also Chat, ganz ehrlich, ich habe das schon gemacht. Ich habe schon gemessen. What the fuck? Ich das Teil gemessen? Nein, das ist mir nicht mal in den Sinn gekommen. Klar sagen alle Leute irgendetwas, ich habe noch länger oder weiss nicht was, aber gemessen habe ich noch nie. Jeder wahrscheinlich, oder? Hä, Chat? Hä? Wie, ihr seid lost? What? Ihr seid lost, nicht eben lost, ihr seid lost. Na, Angst hast. Oh, warte, wer hat das geschrieben? 12.11, 12.13. Alter, ich bin cooler! Du bist dein Favorite, Alter. Ich bin die zweite Wahl. Aber weißt du, eigentlich will ich ja schon gerne, aber ich habe einfach Angst, nicht zurückschreiben. Ich bin schon ein bisschen Angsthase. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das machen sollen, ob wir die selber verarschen. Eigentlich würde ich das machen. Mal diesen Leuten antworten. Ja, das wäre echt lustig. Geben wir mal einen Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock auf ein Video habt, wo wir mal die antwortet. Ich glaube, das wäre schon echt lustig. So, das heißt schon wieder. Ja, ich finde es einfach auch ein schmaler Grad zwischen genau das, eben promoten, solche Nachrichten promoten, auch wenn es
oftmals vielleicht nur darum geht, ins Video zu kommen, aber das in dem Sinn irgendwie zu promoten und ja, es ist gar nicht so schlimm, komm, wir machen doch nochmals ein Video darüber. Finde ich, finde ich ein bisschen, ja, sie kann es natürlich machen, kein Problem. Mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Glocke aktivieren, kommentieren. Abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Nein, ist aber ein gutes Video. Nati, es ist wirklich ein gutes Video. Also wenn du das hier siehst, ist es nicht ein schlechtes Video von dir. Auf gar keinen Fall. Ich finde einfach auch, das ist einfach ein kleines heikles Thema. Weil gestern nach dem Video ist Nati nämlich hergegangen und hat Folgendes in ihrer Instagram-Story gepostet. Und zwar, will noch einen kleinen Real Talk machen. Wegen meinem Video. Wir haben uns zwar mega darüber lustig gemacht, über so DMs, aber gleich muss man auch noch sagen, dass so Sachen einfach gar nicht gehen und leider auch nicht selten passieren. Ich rede nicht nur von der Mara und mir, sondern von sehr, sehr vielen Frauen. Viele haben auch schon gesehen, dass man so Leute einfach anzeigen können, aber seien wir ehrlich, keiner hat Lust, jeden Tag einen neuen anonymen Menschen anzuzeigen. Es kommt also fast jeden Tag vor. Lieber tun wir die Nachricht ignorieren, als so grossen Aufwand machen, der schlussendlich mehr Nerven wird kosten, als der Typ nachher wird kosten. Ja, das verstehe ich schon, aber ignoriert hätte ja da mit dem Video das Ganze nicht unbedingt. Mit dem Video habe ich nicht erreichen, dass man mehr DMs schicken und das Gefühl hat, es ist okay, da das ja lustig ist, auch nicht um so Leuten Aufmerksamkeit zu schenken, sondern eher zum zeigen, was für Menschen es gibt, die ernsthaft solche Nachrichten schreiben. Das ist leider der Alltag von vielen Frauen. Ja, das ist der Alltag von vielen Frauen und das finde ich absolut Schmutz und absolut scheiße, aber ich finde es auch nicht, ja, vielleicht auch nicht top, das so ein bisschen zu promoten indirekt. Klar ist das natürlich nicht wollen. Klar hast du das nicht wollen. Und du hast vielleicht auch erst nach dem Video gesehen, scheiße nochmal. Jetzt, mit meinen 17'000 Abonnenten, jetzt bekomme ich ja hure viele solche Scheissdreck, solche Kommentare und so. Klar, jeder macht Fehler, ich meine, das ist doch egal. Also das ist nicht schlimm. Aber auf jeden Fall sage ich einfach, was ich denke. Ich hoffe, du, der so Nachrichten schreibst oder schon mal geschrieben hast oder random einfach Dickpics umschickst, fühlst dich angesprochen und realisierst einfach mal, dass das einfach nicht geht. Ich finde, das geht auf jeden Fall nicht klar und ich finde, das braucht es wirklich überhaupt nicht. Also alle, die das machen, in meinen Augen sind die unterste Schublade, das ist mir scheißegal. Ich finde das wirklich einfach nicht nice. Also ich finde das wirklich nicht nice. Wenn ihr ungefragt, wenn ihr mit jemandem zusammen seid oder mit jemandem auch nicht unbedingt zusammen seid, aber mit dem ein Vertrauensverhältnis habt und wisst, die Person kenne ich schon Ewigkeit und wissen was, und ihr euch da absprecht und eigentlich auch schon erwachsen seid, wenn ihr ein bisschen wisst, wie das Ganze einschätzen, dann okay. Aber davor, lasst es einfach sein. Es ist besser so. Es ist besser so. Aber eben, Nati, gutes Video. Like ist natürlich auf jeden Fall gleich da. Also das hast du ja natürlich noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht genau gewusst. Und darum, Like ist da. No hate auf jeden Fall. Cooles Video.